Guten Morgen. Heute gibt es ein weiteres Video, so einen Guide zu einem Deckbau. Ich versuche das dann gleich im neuen Format. Das heißt, ich zeige, wie ich das Deck baue, spiele eine Testrunde, splitte dann das Video und veröffentliche morgen weitere Testrunden, damit das Video nicht so lange wird. Dann gehen wir gleich rein. Das heißt, bei den Karten Sammlung. Ich versuche nochmal ein Deck mit Bindung zu erstellen. Wie schon beim letzten Deck ist eigentlich die wichtigste Nation sind die Engländer, weil die Engländer diese Elite-Karte haben. Die macht meine Karten mit Bindung stärker. Dann ist diese Elite-Karte, wo ich jedes Mal einen Lebenspunkt für mein Hauptquartier bekomme, finde ich auch sehr spannend. Und heute würde ich eigentlich gerne entweder mit Japan oder mit Russland eine Kombination anstreben. Diese Karte braucht es auch. Die hätte ich auch, wenn ich nicht mit England als Hauptnation spielen würde. Ja, vielleicht. Die Amerikaner haben wir schon ausprobiert, war nur so halb erfolgreich. Bei den Russen habe ich natürlich den Vorteil der einen Wacheinheit. So, dann löschen wir jetzt mal das Deck mit Bindung mit den Amerikanern, damit ich ein neues erstellen kann. Also wie beschlossen, wir nehmen die Engländer als Hauptnation, versuchen uns jetzt mit der Sowjetunion. Vielleicht macht einmal noch ein Deck mit Japan, da wir ja Bindung als Thema haben. Zeige ich aber nur die Karte mit Bindung an. Zuerst, das sind dann gar nicht so enorm viele. Die brauche ich und die brauche ich. Das sind die beiden Elite-Karten, die wichtig sind für Bindung. Dann brauchen wir sicher 3 von diesen und 3 von diesen. Die können mit der Hammer 6 Schaden an eine Bodeneinheit gut gegen die ganzen Marinedecks. Das hier gibt noch ein Schützenregiment hinzu, ist auch interessant. Das ist ein Panzer mit Blitz, wenn ich vorher eine britische Infanterie, der kann auch gut sein. Die nehmen wir nicht rein, das ist eine Infanterie, hat keinen Blitz. Ähm, Diese Wache nehmen wir noch rein. Eine nicht britische Karten, kostenlos 1 wollen wir nicht. Also wir haben jetzt schon 19 Karten drin mit Bindung. Ja, 20 Karten mit Bindung. Dann diesen Knopf drücken, alle anzeigen. Das 16. Schützenregiment ist diese Einheit da. Die bekomme ich wenn der stirbt, bei der Zerstörung dieser Einheit, kriege ich so eine in die Nachschublinie. Was wir jetzt noch brauchen, ist was gegen die ganzen Rusher. Dann brauchen wir was gegen die Fliegermeta. Das heißt, gegen die Rusher nehmen wir diese Wache mit hinein. Diese eine Wache habe ich schon. Wir nehmen diese Abwehrmaßnahme mit hinein, dass wenn eine Einheit angegriffen wird, kriegt sie zuerst noch 2 Verteidigung und überlebt durch das eventuell. Bei der Zerstörung kriege ich eine zweite Wacheinheit, könnte auch was sein, weiß ich noch nicht. Weil die Russen haben eigentlich noch viel stärkere Einheiten. Nehmen wir mal rein. Diese nicht.
Dann, ich brauche mehr Wachen, Wachen, Wachen. Vielleicht nehme ich noch diese Oxford Elite-Einheit mit ins Deck. Die pushen meine Wacheinheiten. Die ist auch immer sehr spannend, wenn man noch Platz im Deck hat. Diese motorisierten Schützen, die sind ganz wichtig. Da ist mein Hauptquartier immun gegen Schaden vom Feind. Also die ganzen Einerschaden und Marinedecks und Einsatzschaden und. Kann diese Einheit alles absorbieren. Gegen die Fliegermeta macht sicher Sinn, wenn ich sowas drin habe. Und diese beiden Wachen, die haben Schock, Hinterhalt, gehören mit hinein. Diese Einheit wird immer um 1 stärker, solange ich eine Wacheinheit einsetze oder hinzufüge. Könnte ich mit einpacken, hat auch viel Leben. Warten wir noch. Hier würde ich eine Marineunterstützung in die Hand kriegen. Da kann ich dann die Verteidigung zum Angriff machen. Da nehmen wir sicher 2 rein. Ich brauche dann noch etwas Fliegertechnisches. Die habe ich schon. Dann habe ich, nehmen wir noch die rein. Das da. Diese Karte ist auch schlimm, wenn es vom Gegner gespielt wird. Der nimmt mir eine hochgezüchtete Dreiereinheit weg, verwendet sie gegen mich. Also muss man auch sehen, dass man noch etwas hat, das über 3 ist. Jetzt brauche ich noch diese 2. Dann den zweimal und im Prinzip diese noch 2-mal. Und der wäre auch gut. Flieger, Wache. Ich muss dann noch etwas aussortieren. Den brauchen wir auch 2-mal, weil jedes Mal, wenn eine Einheit überlebt, füge ich meiner Verteidigungslinie oder meiner Verteidigungslinie eine Garnison hinzu. Jetzt habe ich schon 3 Karten zu viel. Was brauchen wir noch? Das war's. Okay. Von den Russen habe ich genau 12 Karten, so viele wie ich haben darf. Wir nehmen raus Verstrickung. Nein, der will nicht raus. Wir nehmen raus einmal diesen da. Das war mit Bindung. Dann nehmen wir raus gegen die ganzen Bomber. Bin ich relativ schlecht aufgestellt. Den hätte ich eigentlich schon gerne mit drin. Hier erstmal, wenn ich eine Karte einsetze mit Bindung, kriegt das feindliche Hauptquartier einen Schaden. Ich habe 20 Karten. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich diesen spielen kann und die Bindungskarten spielen kann, sind zu klein. Nehmen wir den noch raus. Im letzten Deck hatte ich den mit drin. Wir nehmen noch raus so einen Tiger. Ist ein Bomber, der bei einer Karte die Verteidigung um 1 anhebt und dann Angriff gleichsetzt. Dann nennen wir das Deck Bindung mit Russen. So, Bindung mit Russen, okay. Speichern, Kartenrücken, wir nehmen Kriegsschauplätze.
und tun es und spielen eine Runde. Vielleicht spiele ich zwei Runden, damit das wieder nicht so lange wird, splitte dann und spiele dann noch anschließend gleich 3 Runden und das Video kommt dann morgen. Ich habe jetzt wieder vergessen, die ganzen Effekte reinzupacken. Ja, dann spielen wir bei der zweiten Runde da mit Effekten. Weil hier kann ich ja die Effekte nicht mehr rein. Also der muss sicher raus. Raus und raus. Ich brauche andere Karten auf der Starthand. Diese da. Zug beenden. Kann ich da einstellen? Ah, ich kann die Effekte hier noch ein. So, jetzt haben wir die Effekte. Also die brauche ich in der Hand. Der kommt als nächstes rein. Der geht jetzt in die Front. Also das könnte jetzt so eine Fliegermeta werden. Den kann ich jetzt nicht setzen, sonst ist er tot. Also ich setze jetzt diese Einheit. Die hat Hinterhalt. Der erste wird zerstört, der zweite kann nicht angreifen. Okay, jetzt kann ich mit dieser Karte kann ich jetzt alle 1 günstiger machen, auch die in der Hand. Jetzt muss der weg. Absolut sicher in die Front. Der hat Flieger, da kann ich Flieger zerstören. Also wird diese Karte gepusht. So. Jetzt zerstören wir. Wir zerstören da. Und spielen diese Elite-Einheit. Aha, der spielt mit US-Militärforschung. Okay, jetzt muss ich in die Front. Ich würde gerne die Wacheinheit pushen. Das heißt so. Scheiße. War nicht schlecht. Hat er gut gemacht. Ich habe 7 Karten. Ich bringe jetzt mal diesen da. Und nehmen wir den für die Flieger. Den setze ich jetzt nicht. Eigentlich hätte ich in die Frontlinie müssen, weil jetzt kann er mir die Frontlinie zumachen. Das wäre jetzt alles nicht passiert. Aber jetzt gehen wir mal zerstören. Da. Und
zerstören. Ach nein, ich mache das da. Dann werden die immer stärker. Ah, das kennt er auch, diese Karte. Okay, gut, habe ich den mit eingepackt für die ganzen Flieger. Weg damit. Jetzt wird er stärker, aber ich muss in die Front. Und wenn er mich angreift. Also diese drei werden jetzt immer noch stärker, wenn sie angegriffen werden. Wenn er diese Infanterieeinheit hat, er wird dann diese Karte spielen. Aber kann er noch nicht. Der braucht noch, der muss noch zweimal. Wir nehmen mal auf dem System, gehen hier in die Front und greifen mal ein bisschen sein Hauptquartier an. Ja, da hatte ich jetzt fast Glück. Jetzt habe ich da 10 Angriff, der muss zuerst weg. Das heißt, einmal angreifen. Dann noch einmal angreifen. Und was nehmen wir jetzt noch? Wir nehmen noch den mit rein. Diesen da. Und was machst du jetzt? Bei deinem jetzt kommst du mit Manhattan-Projekt. Okay, jetzt hat er zweimal Manhattan-Projekt. Mal sehen, ob er irgendeine Abwehrmaßnahme hat. Hat er nicht. Okay. Da hatte ich jetzt sogar ein bisschen Glück. Weil ich hätte die Frontlinie früher zumachen müssen. Aber da hatten wir jetzt mal so ein Fliegerdeck-Meta. Dann mal sehen, was jetzt kommt. Ein Japan-Rusher, ein Marinespieler, wieder Flieger-Meta, ein Japan-Mischler. Also wir haben mal einen Deutschland-Spieler. Den lassen wir drin. Diese Karte wäre mit dieser Karte eine sehr gute Kombination. Ja, wir lassen das mal so. Hoffen, es kommt nichts. Das ist
ist ein Marinespieler. Also muss ich sehen, dass ich da mit dieser hier die ganzen Karten zerstören kann, diese Marinekarten. Und ich brauche meine... Okay, das finde ich jetzt aber auch sehr spannend. Na, wir setzen zuerst diese Wacheinheit. Dann setzen wir diese Einheit da, die hat Vernebelung, kann er nicht angreifen. Und wenn er nochmal angreift, zerstört er sich selber. Das sieht man eigentlich ganz selten, dass sie mit diesem... Oha, das ist jetzt auch mal äußerst interessant. Okay, mal sehen, was er jetzt macht. Mit dieser Einheit kann ich seine Einheit zerstören, weil die hat Schock. Der kann mein Hauptquartier nicht angreifen. Sobald ich die spielen kann, kann ich ihm diese zerstören. Okay, von dieser Einheit hatte er Angst. Weil was ich jetzt muss, ich muss in die Front. Einmal Front bitte. Wenn ich jetzt diese Einheit spiele, also mit dieser in die Front ziehe, die kann wir ja nicht alle zerstören. Den schon. Aber mit dieser Einheit könnte ich sein Geschütz zerstören. Wir nehmen mal die 3. Und schon ist er da, der Marinespieler. Okay, jetzt. Der in die Front. Dann ist er genötigt, etwas zu tun. Welche Einheit opfere ich jetzt? Wenn ich mit diesem in die Front ziehe, kann er sie angreifen. Aber nicht zerstören. Ich habe 8 Karten. Wenn ich den reinpacke, dann zerstört er mir den ganz sicher. Also ich bringe noch den mit rein. Da hat er Angst.
Okay, was muss weg? Das Geschütz muss weg. Der muss in die Front. Den kann ich jetzt einsetzen, aber nichts mehr weiteres. So. Ah ja, das war klar. Und gleich wieder setzen. Jetzt hat er aber diesen da nicht angegriffen. Das heißt, ich kriege einen Lebenspunkt dazu. Ich kann jetzt seine Einheit zerstören. So. Dann kriege ich hier eine Wacheinheit rein. So. Und ich gehe, wenn ich mit dem in die Front gehe, zerstört er mir den. Ich habe zu viele Karten. Und der muss dann weg, weil ich kriege keine Lebenspunkte für mein Hauptquartier. Solange der da steht, keine. Der gefällt ihm nicht. Okay. Da nach vorne, der muss weg. Dann brauche ich diesen da. Jetzt kann er mir eigentlich den zerstören. Oh nein. Das war jetzt aber Pech. Okay. Und was macht er? Okay. Ich kann jetzt einmal angreifen. Ich setze mal diesen da. Zerstöre mal seine Einheit. Gehe hier in die Front. Jetzt brauche ich unbedingt Leben für mein oder Schutz für mein. Okay, jetzt. Ah, scheiße, wieder dieser. Okay. Ich hatte alle Antworten auf der Hand. Eine erfolgreiche Runde mit Bindung. Ja, muss ich sagen, das war jetzt nicht eine allzu schlechte Runde, habe ich auch nicht so schlecht gespielt. Die Synergien haben funktioniert, war nicht wirklich schlecht. Dann brechen wir hier jetzt ab, dieses Video, und ich denke, dass ich es schaffe, für morgen eine Fortsetzungsrunde zu spielen, ebenfalls kommentiert. Vielen Dank zum Zuhören und Zuschauen. Bis zum nächsten Video.